Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Ich habe mir versprochen, dass ich mal was ausprobiere, und zwar habe ich ja den schönen Zauber Monsterschrumpfen gekauft. Ich werde mal gleich hier den Troll ausprobieren. Und er wirkt. Sehr schön. Gucke, wie gefährlich der jetzt noch ist. Und 1000 Goldmünze gibt es auch noch. Fälle eines schwarzen Trolls. Nichts zu holen. Haben wir auch noch geflattert. Trollhauer kann ich leider noch nicht knacken. Das wären, glaube ich, 4er statt 2er Woche. Egal, aber 1000 Erfahrungspunkte bringt uns das Biest. Und so stark sind diese Trolle nämlich, wenn man erstmal über Monsterschrumpfen als Zauber verfügt. So, die 1000 Erfahrungspunkte wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben zwar noch, Moment, wie viel war das noch? Ja, wir haben zwar circa noch 3000 Erfahrungspunkte zu bestehen, aber trotzdem, ich finde, das ist schon ziemlich schlecht, ziemlich gut und nicht schlecht. Der schwarze Troll ist tot. Alle Achtung. Hätte nicht gedacht, dass man die überhaupt töten kann. Tja. Das werde ich mir merken. Ja, einfach Monsterschrumpfe kaufen. Bring mir das Jagen bei. Du kannst schon. Okay. Mehr geht nicht mehr. Schade drum. Ich hätte gedacht, ich könnte bei dem vielleicht noch irgendwas wie Zähnebrecher oder so lernen für ein paar Goldmünze. Aber war wohl nicht so. So. Ich glaube, das sind so jetzt bist du dran Typen, oder? Seid ihr so welche? Ich Landstreicher. nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, komme ich da durch ohne Probleme? Ich erzähl dir doch. Jungs? Hier. Ich suche einen Novizen. Das ist ja interessant. Wir suchen nämlich auch jemanden. Mich wahrscheinlich, ne? Ach ja? Wen denn? Dich. Ja. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Oh. Die sind etwas härter drauf hier, die Bursche. Scheiße. Okay, die sind übel, die Typen. Die haben's leider drauf, muss ich gestehen. Zumindest der Typ mit dem Einhänder hat's drauf. Von dem anderen muss ich mich jetzt nicht so großartig in Acht nehmen, aber der mit dem Einhänder, der hat's schon drauf. Das ist nicht so gut. Warte mal, da habe ich aber die ideale Möglichkeit, euch zum Schweigen zu bringen. Ich habe mir doch sowas Schönes gekauft. Feuerregen. Aber ob ich das jetzt für die Penner hier verschwenden soll? Steht eher Sache. Ja. Vielleicht die andere verkehrt. Aber die sollen erstmal einen Kampf beginnen. So. Hier nochmal. Das ist Bla bla bla. dich. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Vielleicht. So, jetzt gucken wir mal, ob der sich eventuell hier einmischt. Stirb, du elender Bandit! Ups. Das war nicht so klug. Oh, der ist stärker als er aussieht, der gute Grimbald. Okay, das brauche ich vielleicht gar nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich die Typen einfach so attackiere. Schauen wir doch mal. Was dann passiert, wenn ich die Knabe einfach so angreife? Kleiner Feuersturm. Okay, hier kann ich sogar direkt belegen, das sehe ich bei der Zauber. Okay, probieren wir es doch mal. Landstreicher. So. Oh Mann, 2 Crits gleich hintereinander. Alter, ich freue mich echt, wie man diese Bastarde hier konzipiert hat. Jetzt mal ohne Scheiß. Haben die 80% Crit-Chance und haben die Stärke 800 oder was? Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Das kann's doch nicht sein. Das ist doch lange bekannt. Hey, So. Machen wir hier. was macht ihr hier? Was geht dich das an? Okay. War nur eine Frage. Schon verstanden. Aber was machst du denn hier? Schließlich ist das unsere Straße und wir haben's nicht gern, wenn man uns hier belästigt. Okay, dann hier. Ich suche einen. Das ist...
Okay, noch Ach, einmal. dich. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Okay, dann lassen wir doch mal Grimbald uns doch ein bisschen helfen. Dirk, du elender Bandit! Ah, sehr schön. Oh, der ist schon tot. Ups. Oh, nett. Oh, scheiße. Okay. Der Feuerregen mag ich mir eigentlich für die suchende Aufheber, weil das mehrere sind, mit denen ich dann zu tun habe. Deswegen überlege ich gerade. Das hat mir ja nicht. Wir könnten ein Skelett erschaffen, ausprobieren. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Das ist eine schlimme Sache. Hör auf mit dieser Magie. Ja, auch mit dieser Magie. Scheiße, okay. Okay, dann Wieso? nochmal. Das ist ja... So. Ach ja? Wen denn? Weg mit der Magie. Ich mach dich fertig. Nett. Okay. Vielleicht soll ich das Skelett dann bei mir haben, einfach, wenn ich hier gehe. Noch einmal. Mann, ist das ätzend. So, Skelett erschaffen, Hämmer. So, wir rufen mal das Skelett herbei. Hallo? Schon wieder eins von diesen Biestern. Alter, ist das alles so ätzend, Mann? Okay, okay. Mann, ist das dämlich. Okay, dann halt so. Die beschworene Viecher geben uns so, ach, wieder die Erfahrungspunkte. So, eventuell stürzt das sich jetzt durch. So. Also wir kriegen auf jeden Fall die Erfahrungspunkte von dem Biest. Wenn der so einer für uns killt. Oh, nett. Siehst, die kann ich mir jetzt gerade wieder in die Hoher schmieren. Nett, dass die Typen einfach mal so 8 Skelette fertig machen können, ne? Reizend. Hilf mir, Grimby. Wir sprechen uns noch. Ups. Hilf mir noch, Grimbald. Also steht da wie ein Ölgötze. Gibt's dann das? Oh, ist das ätzend. Okay. Wir sprechen uns noch. Niemals. So. Hilf mir, Skelett. So. Okay, den Ender habe ich jetzt schon gekillt. Grober Zweihänder. Okay. Der ist jetzt schon verfault, schon weil ich ihn angeklickt habe, aus Versehen. Nichts zu holen. Ach Gott, rostiger Zweihänder. Und der andere Typ, wo ist dann der gestorben? Beschworenes Skelett, Landstreicher. Ist ja alles schön und gut, aber... Ah ja, genau, da ist noch ein Landstreicher. Gut. Hä? 300 Erfahrungspunkte geben die Typen. Grobe Schwert hat er hier noch gehabt. Dann wird es Zeit für einen Blutfliegestachel zum Mampfer. Und dann wird es noch Zeit, irgendeinen Mana-Trank oder so zu schlucken. 50 bringen die. Gott, das ist so viel zu viel. So, Feuerkraut und hier so Ding noch. Gut, jetzt ist wenigstens der Weg frei. Und dann kann ich weiter zu dem Beschwörungskreis gehen. Weil dort warten die Suchende auf mich. Und da wäre es echt nicht verkehrt, wenn ich Nichts zu holen. den Zauberfeuerregen noch parat hätte, um die ganze Suchende zu killen. Sofern die jetzt nicht so total Imba gegen Magie und Feuerresistent sind. So. Okay. Das war die Höhle, wo die ganzen Skelette waren. So, bei dem Steinkreis ist dann 8 später das Ritual
ums Auge Innos wieder zu reparieren. Weil ihr könnt euch vorstellen, Suchende und so, ne? Die sind doch nicht allzu wild drauf, dass so ein Artefakt hier dabei ist. Okay. Der hat sogar noch mit Erfahrungspunkte für uns. Du kommst zu spät. Wir haben das Auge Innos zerstört, auf dass es seine Macht niemals zurückerlangen wird. Wir werden dir jetzt zeigen, was für sinnloses Unterfangen es doch war, den Meister herauszufordern. Nett. Okay, das Auge Innos. Diese schwarzen Kerle gehen mir langsam auf die Nerven. Sie haben das Auge Innos zerstört. Keine Ahnung, wie ich das nun wieder regeln soll. So. Ein beklemmendes Gefühl überkommt dich. Du bist ein Besessener. Pech gehabt. So, ja, die Blutfliege stresst mich auch noch. Ich weiß, aber ich habe derzeit ein bisschen andere Probleme als Blutfliege hinter mir. Und zwar Suchender vor mir. Der ist etwas nerviger gerade und etwas stärker vor allem, der Suchende. Aber 500 Erfahrungspunkte finde ich nicht schlecht, oder für dass wir hier so schlecht die Nachrichten schlucken müssen. Ey, lass mich in Friede. Hör auf. Blöde Blutfliege, böse Blutfliege. Hey. Böser Suchender. Das war so logisch, Alter. Es war so fucking logisch. Okay. Oh Gott. Und wie laut. Hier ist das Erleid. Huch. Oh. Gobelins. So, so. Ein Gobelin. Komm her, du. Okay. Mit euch kann ich mittlerweile umgehen. Ihr seid kein Problem mehr für mich. Nämlich wie bei der Episode mit einer Bandite bei Akilshofer oder was, wo mich so scheiß wie noch locker platt gemacht hat. Trotz allem soll ich mich um meine Wunde kümmern. Ein Käse und ein Fisch und die Welt sieht wieder ganz anders aus. Und, tja, dann sollten wir mal hier die Yankee 2 Nummer machen. Ah, da steht auch noch so ein Suchender in der Weltgeschichte rum, glaube ich, oder? Ja, tatsächlich. Okay. Ja, hier wimmelt's von deiner Kerle. Das ist natürlich etwas bitter. So. Der erzählt uns wieder dasselbe Scheiß. Du bist ein Idiot. Du kommst zu mir. Ah, bla 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 bla, ist ja gut. Du Mistkerl, dafür muss ich jetzt wieder 200 Goldmünze ausgeben, nur weil du deinen Scheißdreck vom beklemmendes Gefühl nicht loswerden kannst. Oder für dich behalten kannst und weitergeben musst. Du dummer Hund. So. Nett, die anderen sind auch noch auf mich aufmerksam, Woche. Das freut mich natürlich umso mehr. Schön. So ist es natürlich richtig fair. Das finde ich absolut fair hier. Das ist doch genauso, wie man es haben will. Nett oder so. Scheiß doch ins Kanonenrohr, Alter. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Viel zu viel von deiner dämlichen Hansel hier unterwegs. Die stehen an jeder Ecke, die Mistkerler. Da habe ich echt keinerlei Chance, draht zu kommen. Und sobald einer seinen Spruch hier aufgesagt hat, sind die jo ziemlich aggressiv, die Kerler. Okay. Dann machen wir es halt so. Und prügeln denn da hin gegen die Wand. Bla bla bla. Dann prügel ich dich halt bis du hin, hier. Du finde ich keiner von der anderen. So. Es tut mir ja leid, wenn ich echt mit solchen miese Tricks arbeiten muss, aber das Spiel ist teilweise so unfair, dass ich halt auch mit sowas arbeiten muss. Anders weiß ich mir hier nicht mit zu helfen. So. Das ist halt das. So. Herr Uff. Herr bloß auf mit der Scheiße. Ich sag das im Gute, du Zappelkasper. So. Ups. Puh, Schwein gehabt, dass das nicht sofort gewirkt hat zwischendrin. Boah, Gott. Alter Falter. Okay, dann. Einer von denen ist hinüber. Das ist schon mal gut. Dann können wir gucken, dass wir dieses scheiß Ritual unterbrechen können.
Huch, oh Gott, ich hoffe, der steht doch mal auf. Was war denn das jetzt? Okay, hier. Feuerregen, probieren wir es einfach mal aus. Ich hoffe, es funktioniert. Es sind nämlich viele, viele von denen. Für den Meister. Für den Kleister. Okay. Das hat jetzt einfach mal so locker flockig 900 Erfahrungspunkte gebracht. Nicht schlecht. Nicht verkehrt. Ja, wie gesagt, für das habe ich mir den Zauber aufgespart. Damit ich solche Späße hier treiben kann. Heilwurzel, Feuerwurzel. Und hier haben wir noch Auge Innos. Hier liegt noch irgendein Tote rum. Da ist nichts zu holen. Und es rumpelt immer noch, obwohl das Ritual längst vorbei ist. Aber wie gesagt, für so einen Spaß habe ich mir das aufgehoben, weil die Suchen der Allee sind schon echt stark. Viel zu stark für uns. Deswegen musste das einfach sein. Der Edelstein ist matt und kraftlos. Natürlich. Es kann ja auch nie mal einfach mal was gut gehen, ne? So. So. Wäre ja auch zu viel verlangt gewesen, schon gleich am Anfang, wo das Ding noch intakt war, zu sagen, ach so, ja, du suchst das Auge Innos. Ja, natürlich, hier ist es, bitte. Schauen wir doch mal, ob es auf dich anspringt. Nö, so einfach kannst du nie sein. Toter Novize haben wir hier auch nochmal. Geh fort. So. Geh fort, habe ich gesagt. So. Nicht da ist nichts zu holen. Okay. Da können wir jetzt nur noch mal gucken, dass man die ganze dämliche Suchen da außenrum noch irgendwie platt kriegen, weil das Dreierpaket hier war schon ziemlich hart die Nuss. So. Feuerkraut. Heilkraut. Sehr schön. Da ist nochmal Feuerwurzel, glaube ich. Ne, Feuerkraut. Okay, gut. Hätten wir das erstmal erledigt, dann speichern wir hier nochmal und killen dann nochmal den Rest von dem Sauhaufe hier. Gell? Ah, du hast auch noch was zu erzählen, du Kasper. Na, erzähl mal. Wir werden dich töten. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr das macht. Ich hätte gedacht, ihr ladet mich zum Teekränzchen ein. Und dazu noch eine flotte Polka dazu. Das wäre natürlich auch noch gut gewesen, ne? Einer von euch tanzt eine flotte Polka zur Unterhaltung, der andere bringt mal Tee. Und der dritte macht mal einen Diener und mit dem vierten unterhalte ich mich einfach mal über Gott und die Welt. Aber so einfach kann so nie sein. Huch, was hast denn du davon? Wie ist der Zauberparat, du Mistkerl? Lass das mal lieber sein. Ich sag, das ist ein guter. Au! Muss dann das sein? Unwetter war das wahrscheinlich, ne? Was er hier parat gehabt hat. Ich merke, ich bin nicht gerade so der magieresistenteste Typ. In the Hood. Wir werden dich töten. Na, ist das ein flotter Spruch wieder. Ja, bla bla, du kannst nicht vorbei. Ist gut, Gandalf für Arme. So. Und hier prügel ich die ganze Spreißel aus deiner scheiß Holzmaske raus. So. Oh. Hässlicher Wicht. Lass mich bloß in Friede hier mit der Scheiße. Herr Uff, du Knetkopf mit Ekelmaske und mit Xardas Fan-Pyjama. Verdammt doch mal. Ich prügel dich den ganzen Weg zum Grimbald zurück. Ich sehe zwar nichts mehr, aber scheiß drauf. Pff, Alter. Aquamarin hat der Typ noch dabei gehabt. Hopp. Zack. Und zack. Und nochmal ein bisschen was. Jetzt kommen wir wenigstens mit ordentlich Erfahrungspunkte wieder zurück. Und glücklicherweise haben wir hier jetzt 8 Teleportsteine. Teleport-Runesteine. Das war etwas ekelhaft, wie ich es eben ausgesprochen habe. Deswegen können wir den Rückweg wenigstens relativ fix antreten. So, jetzt sag du nochmal deinen flotten Spruch. Ich hab mir in die Hosen geschissen. Du kannst dich nicht verstecken.
bin auch auf dich zugelaufen, du Dappschädel. So. Hör auf mit deinen Feuerstürmer. Ich sag das. Hör bloß auf. Lass die Scheiße sein. Ach, wenn du die ganze Zeit irgendwelche Kram oder irgendwelche Leute suchst. Nicht mit mir, mein lieber Freund. Gott sei Dank war der Zauber für der Arsch. So. So, bitte stirb doch mal einfach, ohne dass du Schade bei mir verursachst, du dummer Hund. Muss das dann immer sein? Gewitter erleidigt geht. Ach, mal gern einfach nur mal Ruhe haben wollen. So. Hör auf. So. Schlimm genug, dass denn hier Feuerbälle Schade verursachen. Blöder Mistkerl. So. Den Trank nehme ich als Entschädigung, ah. So. Arbeitsaufwand, So, hier haben wir noch Heilkraut. Da war noch irgendwo ein tote Novize gelecker, genau, da wo er ursprünglich war. Was mit Petro allerdings passiert ist, vermag ich gerade nicht zu sagen. Seine Leiche liegt hier nicht rum. Und ja. Zumindest habe ich hier den Sauhaufen aufgerahmt. Gut. Alles ah nee, doch noch nicht alles Suchende tot. Gut. Solange hier noch so ein dämlicher Suchender steht, mache ich den natürlich auch platt. Und die geben dir auch gut Erfahrungspunkte, die Knabe. War schon auch noch was zu sagen, irgendwas Schlaues. Ah, da hinten ist sogar noch eine Stelltafel. Da muss ich unbedingt dorthin. Ja. Das haben die anderen bisher anderen nicht geschafft. Zumindest nicht in den erfolgreichen Spielständen. Es wäre mal schön, wenn man einer von denen Sachen tät, magst der Waschzupf und dazu ein gutes Riesling-Gläsel. Oder sowas wie mir eine Schlachtplatt vorbereitet zum guten halbtrockenen Riesling. Von Dergem. Also es wäre auf jeden Fall mal angenehmer als diese ständige, blöde, hohle Todesdrohung. Und gefolgt von einer von den Pyjama-Typen hier noch quer über den Dschungel zu prügeln. In der Hoffnung, dass mich einer von ihrer Kerzezauber nicht erwischt. So. Gewitter erleidet. Das ist echtes Ballett der Suchenden. Ich tanze hier die ganze Zeit Ballett mit der Type und wenigstens der hat keinen Schaden zugefügt bei mir. Immer hier. So. Dann war hier irgendwo noch eine Steintafel. Genau hier. Sehr schön. Dann habe ich sie jetzt, glaube ich, alle geknackt. Hier die ganze Arschgeige hier. Ganze Suchende. Dürfte es gewesen sein. Jupp. Okay, das Umfeld ist sicher. Und da müssen wir später auch nochmal hier ums Auge Innos zu reparieren. Ich sehe, das wird auch wieder ganz lustig. Dummerweise gibt es für die Wildnis, für die Pampa hier keine Runestelle, wo wir uns teleportieren könnten. So. Okay. Da ist nichts zu. Weil 3 auf einmal wären echt so assi gewesen. Jetzt machen wir das mal so theatralisch wie möglich. So. Wir klettern hier drauf. Und dann gibt es Teleport zum Kloster. Hoho! Zack. Da bin ich wieder. Servus, Ackermann. Hi. Hat nichts zur Sache. Erlaubt. Dann brauche ich aber auch nochmal so Mittel gegen Besessenheit. Diese Tränen Innos heißen sie, glaube ich. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ja, genau, das habe ich auch früher immer gesagt mit den Tränen Innos. Also noch ein paar Betbrüder. So, Pyroka. Hier. Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn. 300 Goldmünzen. Ach Gott, 300 sogar. Boah, Alter. Gut. Hier hast du das Geld. Hier, trink das. Möge die Gnade Innos dich erlösen. Ja, du mich auch. Aber dafür gibt es wenigstens 2 Tränke. Okay, du mich auch, Pyroka. 300 Goldmünze, da hat echt der Arsch auf, der Kerl. Heilung der Besessenheit, Lebensenergiebonus. Ah ne, da waren... Fühlt sich erlöst. Dann waren die Tränen Innos doch was anderes. Das war irgendwas, um ein Schwert zu weihen, glaube ich, als Paladin. So, bitteschön. Ich habe das Auge Innos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber es kann nicht sein. Was ist passiert?
Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Innos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Tja, dumm gelaufen, ne? Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beeile dich. Ja, ist ja gut, Kerl. Was ist der Sonnenkreis? Zu jenem Ort reisen alle Magier und Novizen des Klosters jedes Jahr zur Sonnenwende, um den Beginn eines neuen Zyklus einzuläuten. Der Ort ist erfüllt von der unermesslichen Kraft der Sonne. Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten geahnt, dass seine Macht hätte umgekehrt werden können. Tja, Und doch ist es geschehen. du guckst, ne? Okay, dann, wenn Vatras das Ding haben soll, dann legen wir jetzt nochmal Hafenstadt-Teleport an und gucken wir mal, was er dazu sagt. So, zack. Also, alter Knabe, erst mal kurz gucken. 3153 Gold habe ich noch parat. So, alter Knabe, gucken wir doch mal, was er dazu sagt. Dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum-di-dum. Södela, Södela. Ah, da hinten hält er wieder seine Bauernfängerpredigt. Und? Was erzähl ich jetzt wieder? Adanos. Hey, Ja, so sprach Adanos hier, viel wichtiger. Ich habe da ein Problem mit dem Auge Innos. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Und erfordert dein Problem, dass ich die Stadt verlassen muss? Weiß nicht, möglich. Ich warte schon seit Tagen auf meine Ablösung. Die anderen Wassermagier sollten schon längst wieder in Korinis sein. Sorge dafür, dass wenigstens einer von ihnen mich in der Stadt ablöst. Dann kann ich dir sicher auch bei deinem Problem helfen. Alle hopp. Das heißt, wir kommen hier gar nicht weiter ohne Add-on. So, Ablösung für Vatras. Vatras wird mir bei meinem Problem mit dem Auge Innos nicht helfen können, solange kein anderer Wassermagier ihn in der Stadt vertritt. Okay, das heißt, ab hier sind wir sogar tatsächlich gezwungen, uns in der Add-on-Handlung weiter zu bewegen, sonst kommen wir in der Hauptstory nicht weiter. In der Hauptstory wäre das, ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Und dann hätte er wirklich sich zu den... So, jetzt lasse ich den mal nicht babble im Hintergrund. Weil dann hätte er nämlich weil dann hätte er nämlich wirklich sich zu den Leuten umgedreht und gesagt, tut mir leid, Leute, ich muss mal weg, das kann ein paar Tage dauern. Ich glaube, das macht er dann später, ach, wenn man hier ablöst. Aber ja, hier muss ich tatsächlich in der Add-on-Geschichte weitermachen, bevor ich in der Hauptquest vom Hauptspiel weiterkomme. Irgendwie schon ganz cool, dass man so eigentlich aufs Add-on gestupst wird, weil mit der anderen Wassermagier hatten wir bisher noch keinerlei Kontakt. Das heißt, wir müssen jetzt wohl oder übel mit Lares Kontakt aufnehmen. Ravens Sklaven, Diegos Gold, ansonsten haben wir nichts wirklich mehr an Quest. Ja. Und das, was man sonst noch vermisst, etc. pp, gehört hier alles schon zum Add-on-Bereich. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zu der Wassermagier. Und dafür sollte man mit Lares quatschen. Aber ich jetzt sage ihr, liebe Leute, das ist doch eine Sache, die wir wunderbar morgen angehen können. Ich persönlich kann jetzt nur noch mal gucken, dass ich eventuell ein bisschen Kruscht noch verkaufen kann. Wobei. 23 haben wir. Ich kann eins nochmal ausprobieren. Wollte ich sowieso gucken, ob das funktioniert. Ich wollte zu dem tolle Ignaz nochmal gehen. Wollte mal gucken, wie viel Alchemie ich von dem alten Zausel lernen kann. Dann schauen wir mal. So. Du olden Zausel. So, da. Hier der Yankee 2. Und Ignaz. Erstmal ein bisschen Geldbeutel klauen. Sehr schön. Und dann, okay. Speichere mal gerade nochmal. Weil es heute funktioniert. Ich will einfach mal gucken, wie weit ich hier komme. Was wie? Bla bla bla. Trank der Geschwindigkeit können wir lernen.
Dann Was willst Mana und machen wir erstmal Heilung. So. Was? Mana Essenz. Und? Du hast alles Okay, mehr kann ich tatsächlich nicht lernen von dem Typ. Das ist etwas Panne. Und wenn ich dann brau... Tabak mischen und Stängel drehen. Okay, spezielle Tränke brauen. Trank der Geschwindigkeit, Snapperkraut und Feldknöterich. Heiltränke, Essenz der Heilung, 2 Heilpflanzen und ein Feldknöterich. Und Schnaps brennen kann ich nicht. Tabak mischen und Stängel, Sumpfkraut verarbeiten, Tabak mischen. Mit Dunkelpilz, mit Sumpfkraut, mit Honig. Cool. Okay, aber... Tja, die kleinen Tränke könnte ich jetzt theoretisch selber brauen. 16 Lernpunkte hätte ich noch übrig. Jo, Allah. Hätte ich ja gerade gesagt, das lassen wir. Weil darauf können wir auf jeden Fall aufbauen, wenn wir mit anderer Alchemielehrer irgendwann nochmal schwätzen. So können wir zumindest mal die kleine Alchemiebetreiber, also die kleine Heiltränke mit Alchemiebetreiber. Wir könnten jetzt einfach mal mit Konrad schon mal schwätzen, oder wie er heißt. Und gucke, was der sagt. Ich glaube, Konrad heißt da, oder? Ne, Konstantino, fast. Okay. Hier. Ich bin auf der Suche nach neuen Rezepturen für Tränke. Hast du bereits Erfahrung mit der Alchemie? Ja, habe ich. Und du lebst noch. Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Okay. Ich denke, ich kann dir einige Rezepturen verraten. Es kommt natürlich darauf an, was du wissen willst. Okay. Dann gucken wir da mal. Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Elixier der Stärke. Verdammt nochmal. Du alter Zausel. Das andere kriege ich für 3. Dann habe ich die 6 schon mal aufgebraucht. Um ein Extrakt der Heilung herzustellen, brauchst du Heilkräuter und Feldknöterich. Du musst aufpassen, dass du den Extrakt sehr vorsichtig erhitzt. Mhm. Tja, dann... Mana-Extrakt und Elixier der Heilung für 5 Lernpunkte. Scheiß drauf. Da du schon eine Essenz der Magie herstellen kannst, wird es dir mit etwas Mühe sicher auch gelingen, einen Extrakt herzustellen. Aber du brauchst das richtige Fingerspitzengefühl, wenn du den Sud auskochst. Nimm Feuerkraut und Feldknöterich für diesen Trank. Aller hopp. Dann... bla bla bla. Elixier der Heilung. Für 5 Lernpunkte und Elixier der Stärke für 20. Das ist natürlich richtig geil. Das heißt, wir warten jetzt noch unser nächstes Level ab. Dann haben wir exakt 20 Lernpunkte parat. Dann können wir uns selber pushen. Wir haben 4 Drachenwurzel parat und wir haben wie viel Kronstöckel? 5 Kronstöckel. Das heißt, ich kann mir erstmal 4 schöne Tränke der Stärke brauen. Und 3 bringt es jeweils. Das heißt 12 Stärke, 3 mal 4 natürlich. 12 Stärkepunkte sind mir dann gewiss damit. Und damit habe ich dann 55. Das wäre schon saumäßig praktisch. Aber ich jetzt sage, ihr liebe Leute, ich mache jetzt hier tatsächlich meinen Cut. In Alchemie nochmal schnell geskillt und es hat echt was gebracht. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann, wenn wir der optionale Quest von dem Add-on die Nacht des Raben noch gehen werden. Iron Yankee.